Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Swissinfo hier aus Switzerland. Freut mich, seid ihr mit dabei. Und vielleicht dürft jetzt der ein oder andere bemerkt haben, dass sich der Hintergrund ein bisschen verändert hat. Das liegt daran, dass es mir irgendwie ein bisschen angeschissen hat, nur so Bilder an der Wand zu haben. Und jetzt habe ich mal überlegt, ob ich vielleicht auch ein paar Objekte anstellen könnte. Und ich weiss, das ist nicht gerade das neueste Zeug, aber irgendwie gefällt mir das. Gibt es sonst irgendjemand mit so einem Flair zu älterer Mode, zu irgendwie so Möbelstück aus der zweiten Hälfte vom 20. Jahrhundert? Niemand? Ja gut, ist ja klar gewesen. Ich schaue, ob ich noch mehr so Zeugs auftreiben kann, weil ich meine, bei jedem anderen YouTuber sehe ich irgendwie so ein Ikea-Regal mit 0815 Zeugs. Ich finde es jetzt irgendwie noch cool, dass ich jetzt etwas Spezielleres habe. Und ich mache euch an dieser Stelle darauf aufmerksam, dass ich im nächsten Video eure Fragen beantworten werde. Bitte schreibt sie mir diesmal auf Twitter und nicht mehr in den Kommentaren, weil in den Kommentaren gibt es dann immer eine Vermischung zwischen Frage und Antwort auf einen Diskussionspunkt. Das heisst, schreibt mir auf Twitter @AskSwitzerland, #AskHe und dann einfach das, was ihr wissen wollt. Und als drittes, bevor wir einsteigen, habe ich euch noch einen Kanal zu empfehlen, den ich bis vor kurzem gar nicht kennt habe. Er heisst Hipster Gnock, falls ich das richtig ausgesprochen habe. Und es sind einfach 3 Jungs irgendwo aus der Schweiz und ich finde ihre Videos noch recht lustig. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Tja, und dann sind wir schon beim Thema und wahrscheinlich hat der ein oder andere mitbekommen, dass wir am 28. Februar über 4 ziemlich interessante Sachen abstimmen werden. Und ich tue jetzt heute mal mit euch über 2 von diesen Sachen reden, über die beiden, die mir persönlich die spannendsten dunkeln und bin dann auch besonders gespannt auf eure Meinung. Und für die jetzt entsetzt denken, oh Gott, ich habe gar keine Ahnung davon, ich kann da gar nicht mitreden, jetzt einfach schnell das Video weg und irgendein Minecraft-Let's Play an, ich kann euch beruhigen. Es gibt nämlich eine Webseite bzw. einen Kanal, wo ich einfach mal die Basics von diesen Sachen vermitteln kann und das in nur 3 bis 5 Minuten. Und mit diesen Basics kann man sich dann die Argumente der Befürworter anschauen, wenn man noch Lust hat, und natürlich auch die Argumente der Gegner und anhand von dem sich eine Meinung bilden. Das heisst, wenn man sich einfach nur kurz informieren möchte, egal jetzt ob man geht abstimmen oder nicht, dann ist der Kanal bzw. die Webseite namens easyvote.ch extrem nützlich. Ich blende euch jetzt hier mal ein Video zur Durchsetzungsinitiative ein, einfach nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Um was geht es bei der Durchsetzungsinitiative? Ende 2010 hat das Schweizer Volk die sogenannte Ausschaffungsinitiative angenommen. Diese verlangt, dass Ausländer die Schweiz verlassen müssen, wenn sie wegen bestimmten Straftaten verurteilt wurden. Das Parlament hat im März 2015 die dafür nötigen Gesetze beschlossen. Sowohl die Webseite als auch der Kanal von denen ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Falls ihr euch noch nicht auskennt, könnt das auf jeden Fall anschauen, es ist mega nützlich. Tja, und wenn wir schon bei der Durchsetzungsinitiative sind, dann gebe auch ich jetzt meinen Senf dazu, aber ich mache euch nochmal darauf aufmerksam, dass ihr auf jeden Fall Pro und Contra anschauen solltet und nicht nur anhand von dem, was ich sage, euch eine Meinung bilden solltet. Die Durchsetzungsinitiative kommt von der SVP, das heisst eher vom rechten Lager, und findet, ein Ausländer, der 2-mal hintereinander kriminell geworden ist, muss die Schweiz verlassen. Sie hat vor ein paar Jahren schon mal so eine Initiative eingereicht, die hat geheißen Ausschaffungsinitiative. Sie ist angenommen worden, aber die Durchsetzungsinitiative verschärft jetzt sozusagen die Ausschaffungsinitiative. Zuerst einmal ist es natürlich auch mir ein Anliegen, dass ich keine kriminellen Ausländer in der Schweiz habe. Das möchte ich genauso wenig wie jeder andere Schweizer auch. Aber es gibt 3 grosse Punkte, die meiner Meinung nach klar dagegen sprechen. Erstens, Ausländer können zum Teil für irgendwelches 0815 Zeugs ausgeschafft werden, für das sie es einfach nicht verdient hätten. Das heisst, wenn ein 15-jähriger Ausländer in einen Kiosk einbricht und sich ein Päckchen Kaugummi kauft, muss er schlimmstenfalls die Schweiz verlassen. Das Zweite, was mich extrem stört, ist, dass die Initiative nur Gewaltdelikte einschließt. Das heisst, wenn ein Ausländer zum Beispiel Steuern hinterzieht oder irgendjemand abzockt, dann darf er trotzdem noch bleiben. Ich habe 2 SVPler gefragt, warum das nicht auch dazu gehört. Sie haben mir beide keine wirkliche Antwort geben und dann habe ich gefunden, jo, sorry, aber wenn ihr mir das nicht mal richtig beantworten könnt, warum soll ich denn zum Rest ja sagen? Und das Dritte, was mir persönlich sehr stinkt, ist, dass jede Ausschaffung zwischen 7'500 und 15'000 Franken kostet. Momentan werden pro Jahr etwa 1000 Personen ausgeschafft und wenn die Durchsetzungsinitiative angenommen wird, wird das theoretisch bedeuten, dass bis zu 15'000 Personen pro Jahr ausgeschafft werden könnten. Und jetzt nehmen wir einfach mal den schlimmsten Fall. Stellt euch vor, wir haben 15'000 Ausschaffungen, wo jede 15'000 Franken kostet, was wir Steuerzahler bezahlen. Das heisst, wir müssen pro Jahr 225 Millionen Steuern bezahlen, einfach nur um Leute auszuschaffen. Sorry, so viel ist mir das nicht wert. Das sind jetzt meiner Meinung nach die 3 grössten Kontrapunkte gewesen. Es gibt aber auch sicher Punkte, die dafür sprechen. Darum leset auf jeden Fall die Kommentare durch, da gibt es sicher Leute, die die Durchsetzungsinitiative verteidigen.
und sicher auch gute Argumente haben und geht auf jeden Fall auch auf die Webseite der Befürworter und der Gegner, bevor ihr irgendetwas abstimmt. Ja okay, jetzt ist schon mit so viel Aufwand verbunden, da verstand ich auch, wenn gewisse Leute nicht abstimmen wollen. Aber auf jeden Fall machen wir jetzt das, was wir auch schon bei der letzten Initiative gemacht haben. Wenn ihr nämlich unten in die Videobeschreibung könnt schauen, dann findet ihr einen Link zu einem Video, das einfach nur Durchsetzungsinitiative heisst. Und dort bei diesem Video könnt ihr einen Daumen nach oben geben, wenn ihr findet, ja, ich finde die Durchsetzungsinitiative sollte angenommen werden, oder einen Daumen nach unten, wenn ihr findet, nein, ich würde die eher ablehnen. Ziel davon ist, dass ich so etwas merke, wie ticken meine Zuschauer, was ich sehr, sehr interessant finde. So, und wisst ihr was, das zweite Thema schneiden wir ein anderes Mal an. Jetzt habe ich so lange über Durchsetzungsinitiative geredet, jetzt tue ich wieder lieber andere Nachrichten machen, als nochmal eine Initiative zu präsentieren. Ich habe letztens in Zeitung gelesen und habe dort einen interessanten Artikel gefunden. Der SVP-Nationalrat Walter Wortmann fordert, dass in der ganzen Schweiz auf allen Pausenplätzen während der Pause nur noch Deutsch geredet werden soll. Wer das nicht macht, muss einen 550 Franken teuren Deutschkurs belegen und die Kosten für den Deutschkurs selber bezahlen. Er findet, dass das ein guter Weg ist, um den Kindern mit Migrationshintergrund die Integrierung in die Schweiz einfacher zu machen. Aber da tun sich mir zwei Fragen auf. Erstens mal, wenn man nur noch Hochdeutsch reden darf, heisst das, dass die Schweizer Kinder nicht mehr Schweizerdeutsch reden dürfen? Ich finde es komisch, dass ausgerechnet der SVPler fordert, dass man auf dem Pausenplatz nicht Schweizerdeutsch reden darf. Gut, ich hoffe an dieser Stelle einfach mal, dass ich den Artikel falsch verstanden habe, weil ansonsten würde mich das schon irgendwie ein bisschen wundern. Als zweites finde ich komisch, wenn man nicht irgendwie Französisch oder Englisch reden darf, was ja Unterrichtssprachen sind und es an sich Sinn macht, wenn Kinder das auch noch in ihrer Freizeit anfangen selber lernen. Ich finde den Ansatz im Grunde genommen aber gar nicht so schlecht. Ich meine, man möchte ja mit dem wirklich den Kindern helfen, sich irgendwie in der Schweiz zu integrieren, obwohl ich bis jetzt noch nie jemanden gefunden habe, der wirklich mega schlecht Deutsch hätte können. Andererseits könnte man natürlich auch einfach kostenlose Deutschkurse anbieten, aber die Frage ist natürlich, A, würden die denn auch wirklich besucht? Und B, wer zahlt das? Ich meine, du musst ja den Lehrer, der die Deutschkurse unterrichten, auch etwas geben. Und die Frage ist, ob man dann die Kantone bzw. die Gemeinden dazu bringen kann, das zu bezahlen. Ich glaube nicht. Trotzdem bin ich sehr gespannt, was ihr zu diesem Sachverhalt meint. Findet ihr, das ist aufgezwungen, man darf doch die armen Migrantenkinder nicht so quälen? Oder findet ihr, ja, das ist der richtige Weg, denen die Integration in die Schweiz zu ermöglichen? Eure Meinung ganz gerne in den Kommentaren. Und zum Abschluss noch ein ganz kurzer interessanter Bericht über Wikipedia. Dort ist ja an sich die Regel, dass jeder, der Lust hat, einen Artikel verbessern oder umschreiben kann. Eigentlich wäre ja das Ziel davon, dass man so Fehler korrigieren kann und Artikel präziser werden, aber Angestellte vom Schweizer Bund haben Artikel, die sie betreffen, immer wieder schön gefärbt und so dafür gesorgt, dass zum Beispiel kritische Stellen einfach plötzlich weg sind. Ja, für das zahlen wir im Bund Steuern, dass der Leute anstellt, die Wikipedia-Artikel schön schreiben. Und das Schlimme ist, es ist fast unmöglich herauszufinden, wie viele Artikel wirklich betroffen sind, denn man müsste ja bei allen die ganze Versionsgeschichte durchschauen und schauen, da ist ein kleiner Teil von der Kritik entfernt worden und da ist ein bisschen mehr Lob angeschrieben worden, als es eigentlich hätte müssen sein. Das ist vielen einfach zu viel Aufwand. Und die Frage ist jetzt, was meint ihr dazu, dass wir Steuern zahlen, damit unser Bund Wikipedia-Artikel über ihn verbessert? Eure Meinung ganz gern in die Kommentare. Das ist es mit dieser Swissinfo. Wenn sie euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Denkt auf jeden Fall auch daran, dass ihr mir auf Twitter Fragen stellen könnt unter dem Hashtag AskHe. Und damit tschüss!